Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch da draussen geht es gut. Mir auch, nur bin ich ein bisschen gestresst. Das ist ja der Grund, warum die Podcast-Folge wieder ein bisschen zu spät online kommt. Aber sie kommt immerhin online, okay? Ich bin immer noch stolz auf mich, dass ich es wöchentlich regelmäßig schaffe in dem Sinn. Trotz Studium und allem und Stress. Voll. Aber also die Woche ist so stressig gewesen. Und ich habe ja gedacht, wenn ich so ein Studium nehme, wo ich keine Prüfungsphase habe, also beziehungsweise allgemein keine Prüfungen, dann ist ja easy, oder? Ja, die meisten, die jetzt etwas anderes studieren, die haben jetzt wahrscheinlich gerade Lernphase und sind auch absolut gestresst. Aber ist bei meinem Studium jetzt nicht unbedingt anders, wie ich erwartet habe. Wir haben jetzt auch gerade das Projekt. Für die meine Podcast-Folgen ein bisschen regelmäßig hören, wissen, was ich meine, das Webvideo. Und es ist halt jetzt wirklich so ein bisschen endspurtmäßig. Also am 17. Januar muss ich mein Projekt abgeben. Und ich glaube, ab dem 17. Januar wird mein Leben einfach besser sein. Ich freue mich so fest auf den Moment, das ist so schlimm. Ich bin eigentlich schon ein Mensch, der sehr im Jetzt lebt, aber jetzt gerade lebe ich einfach so fest in der Zukunft. Ich kann es kaum erwarten, bis ich das Projekt abgegeben habe. Und dann habe ich nachher am 19. Januar habe ich Ferien. Es gibt noch so eine Party vom Studium. Dann fängt das Dschungelcamp an. Es tut mir so leid, das ist so schlimm, das ist so ein Guilty Pleasure von mir. Ich liebe Dschungelcamp. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, wenn ich es jetzt anfangen zu schauen, würde ich es gar nicht so nice finden. Aber es ist halt so, wie soll ich sagen, es ist schon fast ein bisschen irgendwie Standard geworden, dass man das jedes Jahr immer schaut. Ich glaube, seit ich irgendwie 12 bin, schaue ich das wirklich straight jedes Jahr. Für die es nicht kennen, ja, ich glaube, das kann man schon, oder? So eine Trash-TV-Serie, also Deutsche, wo einfach so ein paar Stars in den Dschungel gehen für 2 Wochen und dann kommt halt jeden Tag wieder ein Update und es ist halt 2 Wochen lang und ich liebe es, ich finde das so geil. Voll, darum irgendwie, ich bin so hyped auf das, so schlimm. Ja, also darum, ja, und eben vom Studium ist gerade auch einfach mega stressig mit dem Projekt. Ich habe, also, es soll nicht blöd sein, aber ich habe echt ein paar Nervenzusammenbrüche gehabt, einfach weil es so, wie soll ich das beschreiben? Ich mache Social Media, ich mache Videos, ich mache YouTube-Videos, ich mache alles, ich kenne mich gut aus im Schnitt und ich kenne mich gut aus im Videoschnitt und alles und mein Kopf funktioniert halt so, dass er Social Media mäßig denkt. Und da ist ein Schnitt halt zack, 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 schnell, möglichst die wichtigsten Informationen, möglichst keine Schnaufpause, möglichst Anteasing, nur die spannenden Momente und keine Ahnung was. Und spannend ist halt etwas anderes gemeint, als jetzt zum Beispiel wie ein Dokumentationsfilm, also so das, was ich jetzt machen muss. Für die jetzt das nicht wissen, ich muss halt wie ein 5-Minuten-Video machen, wo ich eine Person porträtiere und ja, ich kann euch vorstellen, wie so ein typisches SRF-Video halt, wo man so um eine Person geht. Und ich habe halt eine Person, die eine zusätzlich eine recht krasse Story hat. Ich habe gedacht, das wird voll easy und ich will mich selber so ein bisschen herausfordern. Und eine Person, die wirklich eine crazy Story hat und dann mit der ein Interview führen und so. Und es ist halt schon genug Herausforderung an sich, sage ich ehrlich. Vor allem, und das ist mein grösster Pain, für die in dieser Branche sind, die wissen wahrscheinlich, wo ich rede. Aber ich schneide immer mit einem Schnittprogramm, Final Cut Pro. Und ich muss jetzt halt vom Studium aus ein anderes Schnittprogramm verwenden, also Premiere Pro. Und ich kenne das gar nicht. Oder ich habe es bis jetzt gar nicht gekannt. Und ich habe gedacht, ja komm, das wird ja ähnlich und so. Und das geht schon. Und ich habe jetzt angefangen mit dem Schneiden und es ist so Pain. Für die nicht wissen, was ich meine, stellt euch vor, ihr müsst einen Aufsatz schreiben. Und ich weiß ganz genau, wie man einen Aufsatz schreibt, wie man allgemein schreibt. Und die kennen ja auch die Tastatur oder so, haben das 10-Fingersystem, bla, voll im Griff. Jetzt kommen eine andere Tastatur rüber, wo die Buchstaben komplett an anderen Orten sind. Und ich will einen Aufsatz schreiben. Es ist einfach... Es macht einfach automatisch keinen Bock mehr, einen Aufsatz zu schreiben. Und das ist gerade so mein Point. Ich muss jetzt halt alles wie neu lernen. Und klar kann ich schneiden, aber... Ich bin halt erstens viel langsamer, weil ich alles finden muss. Ich glaube, ich stehe mir ein bisschen selber im Weg, bin ich ehrlich, so, weil ich mich so... wenn ich mir so denke, Alter, ich kann eigentlich schneiden und ich bin nicht schlecht und ich bin so langsam und ich kann so nichts mit dem Programm und es ist so wie... Ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht, ob man das versteht, aber es ist einfach... es nervt mich richtig. Tut mir leid, dass ich heute mit so einem Nerd-Talk von so meinem Studium voll labern. Aber das ist echt das, was mir diese Woche so wirklich so viel Nerven zusammengebracht hat. Ich habe mich so oft aufgeregt und es hat nicht funktioniert und ich habe keinen Plan gehabt. Und ja, ich weiß nicht, das ist echt wirklich, wirklich schwierig diese Woche. Ich habe jetzt gestern
mit meiner Lehrerin hatte ich einen Tag über mein ganzes Projekt und, sonst und auch mit dem Can. Der Can, er wird meine Podcasts eh nicht hören, aber wirklich, der Can ist ein Goldschatz. Ich liebe den Can. Ja, okay. Nein, einfach weil ich hocke so oft mit ihm an. Wir können über mein Projekt reden. Und das hilft im Fall mega. Also ich bin jetzt natürlich auch froh, dass er auch so ein bisschen Ahnung hat von dem Ganzen, aber auch sonst, wenn ihr jetzt gerade irgendwie am Struggle sind, ich kann einfach sonst irgendwie auch jetzt mit Lernen oder so, holt euch jemanden, egal ob es jetzt euer Partner, Partnerin ist, kann auch eine Kollegin sein oder jemand von der Familie oder eine Mama, eben irgendwie jemand. Und dann erklärt ihr, ich möchte auch dieser Person sagen, ja, kannst du dir einfach schnell eine halbe Stunde wirklich voll Zeit nehmen für mich, dass ich dir kann erklären kann, was ich machen muss, was mein Struggle ist. Und auch wenn die Person manchmal gar nicht checkt, das kann so entlasten. Und das hat mir wirklich richtig geholfen, mit dem John einfach mal mein Projekt anschauen. Und es heisst gar nicht, dass ich jetzt mega den Plan habe, also weißt, dass es voll vom Inhalt voll ein Gamechanger ist, sondern vor allem für einfach, dass man so einen Stein mal von der Schulter geht und ich einfach so nur schon das Gefühl habe, hey, ich bin nicht alleine. So. Und das hat mir mega, mega viel geholfen. Und eben auch mit der Lehrerin dann reden und so. Und seit gestern hat sich so vieles geändert für mein Projekt. Ich habe jetzt endlich so ein bisschen wie eine Vision. Und es fühlt sich nicht mehr so an, als würde ich irgendwann im Regen stehen, sondern es kommt jetzt langsam vorwärts. Ich muss jetzt morgen auch noch mal filmen. Ja, es wird auf jeden Fall noch stressig. Ich habe gefühlt absolut kein Leben, weil ich jeden Tag an diesem Projekt arbeite und gleich noch Social Media nebenbei machen muss. Also ich kann jetzt heute Morgen zum Beispiel auch, ich will mich jetzt voll nicht als Opfer darstellen, aber einfach, ich will euch so ein bisschen erzählen, dass mein Leben auch stressig ist, wie wahrscheinlich bei den meisten draußen auch. Ich habe jetzt heute Morgen auch eine Kooperation müssen filmen und es passt gar nicht rein, weil ich muss die auch bis 17. Januar abgeben. Ich habe das Gefühl, der fucking 17. Januar ist verflucht. Alles ist am 17. Januar, ohne Witz. Dann sind alle Abgaben. Ich mache ja auch noch, habe ich das erzählt? Ich will auch einen Sprachaufenthalt machen in Genf. Und ich kann mich jetzt auch anmelden. Und am 17. Januar dann wird entschieden, ob ich gehen kann oder nicht. Es ist einfach alles am fucking 17. Januar. Und ich bin froh, wenn der Tag vorbei ist. Ich glaube, dann eben, wie gesagt, dann ist mein Leben gerade besser. Und es wäre geil, wenn ich auf Genf könnte. Es wäre so nice. Also eben von meinem Studium. Ich muss zwar dann, also das ist ja dann erst die Zusage von meiner Schule. Dann muss ich nach dort schauen, bei der Genf-Schule. Dann muss ich dort an einen Ort suchen, wo ich wohnen könnte und alles. Und mit meiner Wohnung dann in Zürich. Ja, es wäre kompliziert, aber das wäre mal der Anfang. Voll, das wäre sehr geil. Dann würde ich einfach 3 Monate in Genf studieren. Für die sich fragen, what the fuck, warum Genf? Du kannst überall auf der Welt hin, du kannst auf Hawaii, du kannst auf Hongkong, wieso gehst du auf Genf? Ich bin jemand, der sehr gerne in meiner Bubble lebt, sage ich euch ehrlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was wahrscheinlich weniger relaten kann, aber ich habe nicht so mega das Bedürfnis, um so mega die Welt bereisen. Und wenn dann auch wirklich typische touristische Orte, wo ich so das Gefühl habe, es ist safe, auch wenn es voll dumm ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin mega gerne in meiner Schweizer Bubble und irgendwie ich mega ungern meine Comfortzone so verlassen. Genau. Und irgendwie Genf, also ich will vor allem Sprachaufenthalt machen zum Französisch lernen, weil ich das eine geile Sprache finde und weil ich ja schon ein paar Mal Sprachaufenthalt gemacht habe. Und ja, wenn ich kann immer noch in der Schweiz, also ich finde es einfach geil, dass wir in der Schweiz die Möglichkeit haben, um eine andere Sprache zu lernen. Und wir haben das Gefühl, 3 Stunden mit dem Zug fahren und du redest einfach eine andere Sprache. Ich finde das so krass und ich finde das so geil und darum, ich nutze das irgendwie so gerne aus. Und ich finde halt auch das ganze Weltschland mega schön. Genf ist auch mega schön. Und eben, du kannst am Wochenende wieder heimgehen. Ich muss halt auch, ich sage mal arbeitsbedingt, also jetzt von Social Media muss ich gleich auch heimgehen wegen Events und sonstige Sachen. Und ich sage auch ehrlich, ich finde es auch schön, am Wochenende wieder heimkommen, zum Can kommen, zu meiner Family kommen und nicht einfach 3 Monate komplett einfach mal einen Break machen. Auch wenn es sicher eine nice Erfahrung wäre, aber es reizt mich irgendwie nicht. Es wäre für mich mehr zu singen und ich mache es ja eigentlich für mich. Ich muss ja niemandem etwas beweisen. Von dem her, ja. Und ich glaube, die Schule in Genf wird auch sehr geil. Darum, ich hoffe, dass das klappt. Ja, ich finde es so krass, irgendwie, immer wenn mich Leute fragen, «Jo, wie schaffst du es allein einen Podcast zu machen?» Da redest du ja, findest du ja gar nichts zu reden. Ich denke mir immer so, Alter, ich habe so viel zu erzählen. Ich glaube, ich bin so ein Mensch, der so Ewigkeit einfach labern kann. Ich kann im Fall alle froh sein, dass sie mich nicht persönlich kennen, weil ich würde wahrscheinlich ewig lange WhatsApp-Sprachmemos schicken. Ja, genau. Voll. Aber ich finde das voll geil. Einfach so durchlabern. Ich weiß nicht, ich fühle das. Aber heute ist auch richtig etwas Lustiges passiert und ich habe auch darum gedacht, das muss ich im Podcast ansprechen, das wäre irgendwie lustig. Weil, also, ich bin heute in der Bibliothek gewesen. Nein, das stimmt nicht, ich bin heute im Starbucks gewesen, aber ich gehe mega oft jeden Tag in die Bibliothek in Zürich oder in Starbucks einfach arbeiten für mein Projekt. Und heute bin ich auch gewesen mit meiner Kollegin und wir sind dann so
Richtung Bahnhof gelaufen und auf einmal kommt so ein Typ von links und sagt so «Hey!» Und dann sagt er halt, dass er, also zu meiner Kollegin, dass er sie gesehen hat und sie voll hübsch findet. Und ja, also sie hat schon einen Freund, darum ist für uns wie schon klar gewesen, du, das führt jetzt zu nichts, aber also weißt, mega herzig so. Und dann hat er halt einfach so, eben so gefragt, ja, wo mit ihr geht her? Und so ein bisschen so, und was macht ihr da? Also sind ihr am Arbeiten gewesen? Studiert ihr? Ja, was studiert ihr dann? Und ja, nachher ist halt wie so, dann hat sie halt wie so gesagt, ey, wir müssen jetzt langsam am Bahnhof, weil wir müssen stressen, weil halt der Zug nachher kommt. Und nachher hat er halt nach der Nummer gefragt und hat sie gesagt, sorry, ich habe einen Freund. Und es ist noch, wir haben nachher so, also wir sind nachher halt noch zum Bahnhof gelaufen und haben auch die ganze Zeit nur noch über das geredet, weil zum einen irgendwie, es ist ja eigentlich mega herzig und okay, also ist jetzt klar, sie hat ihren Freund, das ist ja gar kein Thema, aber es ist wie, wir haben uns dann voll überlegt, weißt, was hat er jetzt richtig gemacht, was hat er falsch gemacht, so, oder ich habe mir nachher auch so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass wir jetzt die Situation awkward gemacht haben, weil ich finde das so geil, egal ob jetzt wer, weil es ist echt so, wenn jemand die Eier hat, um jemanden ansprechen auf der Straße, so, wegen dem Grund, das finde ich so geil und ich habe das Gefühl, früher hat es das ja, also hast du ja vor allem nur die Möglichkeit irgendwie gehabt, so, du hast ja jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, auf Insta-DMs slidenmäßig, die Möglichkeit hast du ja alle nicht gehabt. Und das finde ich in dem Sinne schon geil, wenn das jemand kann. Und keine Ahnung, also mir ist es, ja, ich weiß nicht, mir ist es auch schon passiert, dass mich jemand so angesprochen hat, so hey, ich finde dich voll hübsch, wenn wir einen Kaffee trinken und so. Und irgendwie in dem Moment bin ich so überfordert, weil ich das nicht kenne. Also ja, obviously so, ist jetzt nicht so, dass ich so daily so angesprochen werde, oh, wenn wir einen Kaffee trinken. Aber gleich so, erwartet man es glaube ich auch nicht, weil wenn wir irgendwie angemacht werden, dann einfach so über DMs slide. Ich weiß es nicht. Ja, aus der Generation habe ich das Gefühl, ist das eher ein Ding. Voll. Und irgendwie, mir ist das ja auch schon passiert, so. Also was heisst, mir ist das passiert, das wäre so etwas Schlimmes, ja. Nein, ich habe das auch schon erlebt und eben, ich bin jetzt auch gerade so mehr überfordert gewesen und bin gerade so, oh mein Gott, Hilfe. Ich weiß auch nicht. Ja, und ich habe dann eben mega lange mit meiner Kollegin darüber geredet und wir haben so einen spannenden Tag gehabt. Und ich dachte, ich muss dir das so ein bisschen erzählen, weil ich habe mir jetzt eben auch Notizen gemacht. Wir haben das eben so ein bisschen überlegt, was hat er richtig gemacht und was könnte man besser machen. Also wie, wenn zum Beispiel jetzt du in der Situation bist, so, wo du dir überlegst, ja, wie könnte ich jetzt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwie am Bahnhof bin oder sonst irgendwo und ich will so meinen Trauma oder meine Traumfrau sehen und ich will die ansprechen. Was machst du? Was sagst du? Es ist so lustig, okay. Also bevor ich jetzt so meine Meinung sage, was ich am besten finde, oder was meiner Meinung nach, ich glaube auch bei mir selber würde ich mich so am wohlsten fühlen, wenn jetzt mich jemand so ansprechen so mäßig oder was bei mir am besten funktionieren. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was eure Meinung ist. Was würdet ihr in dieser Situation machen? Also was würdet ihr sagen dieser Person? So, jetzt kommen wir zu meiner Meinung. Also, erstmal eben, wie gesagt, ich finde es sehr geil, wenn das jemand kann. Und ich finde es eigentlich mega nice. Und es ist, also ich habe es einmal, ich denke einfach jetzt nach dem Moment, es ist so schlimm, es tut mir so leid, ich bin so, ich bin am HB gsi und ich kann mega auf den Zug so ein bisschen stressen, aber ich bin jetzt nicht gerannt oder so, ich bin einfach schnell gelaufen so und ich hatte Kopfhörer drin und dann spricht mich so ein Dude an und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist so einer, wo wie sagt man denen, der so Unterschriften sammelt, weißt du so. Und darum bin ich schon so voll, ja, ich bin im Stress, ich war keine Zeit mäßig gsi. Ich habe dann so einen Kopfhörer, also ich habe dann gemerkt, okay, er spricht jetzt nicht einfach mich an und checkt, ich will weg, also, und er ist mit mir weiter gelaufen und tippt mich wirklich so an. Und ich so, ja, okay. Und dann habe ich den Kopfhörer rausgenommen und so und dann sagt er, hey, ich habe dich gerade da vorbeilaufen gesehen, du gefällst mir mega. Meinst du, wir könnten mal, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, irgendwie so halt der. Und ich bin einfach, ich bin so eben überfordert gewesen, weil ich das auch nicht erwartet habe, weil ich im Stress war. Und ich habe so gesagt, ich habe den Kopfhörer wieder da, sorry, ich habe einen Freund und bin so weggelaufen. Und ich schwöre, ich denke jetzt nach dem Moment, es tut mir so gottlos leid, weil der sich hat doch sicher, also ich weiß nicht, das hat ausgesehen, als würde er so daily machen, wisst ihr? Und er war schon mega nervös und alles und ich habe mir so gedacht, Alter, weißt du, ich hätte doch wenigstens einfach können irgendwie so sagen, hey, so geil, dass du die Eier hast, um mich ansprechen. Ich habe zwar einen Freund, aber gib nicht auf, weißt du, so ich weiß auch nicht. Ich wirklich so gedacht, Mann, irgendwie,
Ich habe ihm so einen bösen Korb gegeben. Ich war wirklich nachher im Zug und ich hatte so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich einfach so sage, ich habe einen Freund und der rennt weg. Alter. Ah, nein, so schlimm. Aber wieso bin ich jetzt vom Thema weggewichen? Ich kann euch erzählen, was ich jetzt die beste Anmach-Ding finde, oder ich persönlich so. Gut, ja, also, erstmal, was habe ich jetzt muss ich gerade schon schauen. Also kurz mal vorgesagt, ich glaube, ich persönlich fände es fast einfacher, mit jemandem können bonden, wenn nicht die Situation ist von ansprechen und meine Intention ist jetzt, dass ich will näher kennenlernen. Ich bin ja nicht so ein Typ für Dates, ich glaube, das haben sie auch schon erzählt im Podcast. Sondern ich bin mehr irgendwie so, weiß auch nicht, dass es einfach spontan irgendwie entsteht und dass man den Vibe kann abchecken kann und dann zuerst so ein bisschen flirty ist und dann vielleicht mal so ein bisschen schreibt und Nummern tauscht und dann irgendwann so, jo, hast du Lust, etwas zu machen? Oder man hat dann schon einen Insider und dann macht man den. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. Aber wenn jetzt die Situation wirklich wäre, dass, ja, wie soll ich es jetzt erzählen? Ich finde es irgendwie weird, wenn ich jetzt erzähle, so würde ich angesprochen werden. Weil das ist jetzt nicht so das Ding, dass ich so das Gefühl habe, dass es oft passiert. Oder wir wissen, was ich meine. Darum erzähle ich jetzt, wie ich es machen will. Ist das gut? Also, ich würde, glaube ich, zuerst den Augenkontakt suchen, je nach Situation natürlich. Heute wäre es jetzt ein bisschen schwierig gewesen, weil sie ist schon vorbeigelaufen, hat sie wahrscheinlich gesehen, meine Kollegin, und ist nachher gerade umgedreht und quasi zu uns hat uns wieder überholt. Macht das Sinn? Von dem her wäre der Augenkontakt sowieso nicht möglich gewesen, außer sie haben sich vielleicht auf sie angeschaut. Ich weiß ja nicht, was passiert ist, ob da ein Funke übergesprungen ist oder er hat das Gefühl gehabt. Das ist jetzt auch noch lustig. Er hat meine Kollegin zuerst angesprochen. Und dann fragt er so, was wir studieren. Und dann hat er mich eben auch gefragt, weil damit es wahrscheinlich nicht awkward ist. Und ich so, ja, der Z hatte ich. Und dann schaut er mich so an und es hat auch so erkannt mich. Und hat früher in meinen YouTube-Videos geschaut und das einfach noch ein bisschen mehr awkward gemacht, die ganze Situation. Aber es war eigentlich ein bisschen lustig. Darum, ich hoffe jetzt, ja, zwar das wäre glaube ich nicht schlimm, wenn er den Podcast will hören. Aber, hi! Nein, also, ich komme immer noch nicht zum Punkt. Also, erstmal, ich würde zuerst eben, wie gesagt, den Augenkontakt mit einer Person suchen. Und ich glaube, du merkst schon anhand vom Augenkontakt so, ob da Interesse besteht, ob so ein bisschen, weißt du, ein Zurücklächeln oder irgendwie so ein bisschen, einfach so ein bisschen die Lage abchecken. Weil wenn jemand dich kurz anschaut und dann wegschaut, so ohne es juckt mich, irgendetwas so, könnte schon schwierig sein. Es muss aber nicht heißen, es kann sein, dass die Person irgendwie schüch ist oder gerade irgendwie abgelenkt ist oder irgendwo mit den Gedanken jemand anders oder dich auch nicht wahrgenommen oder irgendetwas so. Aber es könnte schon ein Hint sein. Und dann würde ich glauben, wenn ich die Person wirklich anspreche, das haben wir eben auch beredet, das ist mega spannend. Ich glaube, ich würde nicht gerade direkt irgendwie ein Kompliment machen mit dem Aussehen. Weil eben, das haben wir jetzt heute so ein bisschen beredet. Und ich habe das Gefühl, es löst, oder es hat zumindest, ich habe jetzt von uns zwei so ein bisschen was ausgelöst von, ja, dass es mehr so ein bisschen nicht auf der Augenhöhe ist, sondern als würde er sie dann eher so bestaunen. Macht das Sinn? Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich hoffe, ihr nehmt das jetzt gerade so auf, wie ich es meine. Aber ich zum Beispiel, ich finde es viel nicer, wenn es mehr random ist. Aber wenn es zum Beispiel an einer Party ist, dann hast du zuerst eben den Augenkontakt und dann hockst du irgendwann mal so aus Versehen nebeneinander oder sind gerade zusammen an der Bar oder keine Ahnung, irgendwie so. Und dann kommt irgendwie so ein Tag, irgendwie so ein hey, kennst du auch niemanden da? Oder irgendwie so ein Ding, so oh mein Gott, haha, lustig, hast du auch Air Force an wie ich? Oder weiss ich auch nicht, irgendwie so, einfach so ein random Ding. Oder wenn es jetzt zum Beispiel an der Bar ist, aha, das ist also dein Lieblingsdrink. Ich weiß doch nicht, einfach irgendwie so etwas Randoms. Fände ich, glaube persönlich nicer. Und darum würde ich das selber in dem Fall auch so machen. Und ich merke selber, ich bin fast mehr überfordert, wenn man mir ein Kompliment gibt. Ich bin allgemein überfordert, wenn man mir Kompliment gibt. Ich weiß nie, wie ich damit umgehe. Ich weiß nicht, ob ich das auch manchmal so habt, aber ich bin mehr so weiß nicht. Aber ja, das ist so das Ding. Darum würde ich das glaube mehr so machen. Oder, das ist jetzt gerade ein bisschen Luxi, sorry. Vor allem Voice Crack. Oder ihr macht den Move. Und das haben wir uns überlegt. Das ist so schlau. Achtung, du bist zum Beispiel, das ist dem Can passiert. Ich hoffe, er ist nicht böse, wenn ich das erzähle. Aber ich finde, er ist im Bus angemacht worden und ich finde, die hat es so schlau gemacht. Ich ziehe den Hut von der. Ich finde, also jetzt hört zu, sie hat einen smarten Move gemacht. Sie hat ihn im Bus gesehen, hat gedacht, attractive boy, so. Und dann hat sie ein Zettel vorgenommen, hat ihre Nummer drauf geschrieben
Und dann ist sie kurz bevor sie ausgestiegen ist sie zum Can hergegangen und hat gesagt, hey, du gefällst mir mega, du bist voll mein Typ. Dann gibt sie ihm den Zettel und geht aus dem Bus. Und ich finde, das ist so nice, weil irgendwie als die Person selber, die angesprochen wird, bist du dann nicht so überfordert, habe ich das Gefühl. Also klar, irgendwo schon, aber du musst jetzt nicht gerade so das Smalltalk anfangen oder irgendwie so ein weirdes Gespräch. Ich habe das Gefühl, es ist sowieso ein weirdes Gespräch, aber das heute ist ja in dem Sinne auch so ein bisschen strange gewesen, weil er fragt ja eben so, was studieren wir und so, und wir beide wissen ja, es wird nichts, so, weil sie einen Freund hat und auch so. Und ich glaube, wie wenn so es ist ein Kompliment, dann finde ich, passt das Kompliment. Ich glaube, dann ist es nicht weird. Macht das, ich weiß gar nicht warum. Ich kann es gar nicht erklären, warum. Aber dann finde ich es irgendwie cute. Weil dann ist es auch einfach so. Also ich finde es auch allgemein cute, wenn Menschen so Komplimente auf der Straße geben. Und man hat nicht gerade das Gefühl, ja, ich weiß nicht, ich bin mehr überfordert, wenn so, hey, du gefällst mir, willst du einen Kaffee trinken? Aber ich mehr so, oh mein Gott, lass mir Zeit zum Überlegen. Also gut, jetzt eh nicht, ich habe einen Freund so. Aber so normalerweise. Normalerweise. So, wisst ihr, was ich meine? Und so ist wie, du hast einen Eindruck von dieser Person, du bekommst ein Kompliment herzig und du kannst nachher wie selber für dich entscheiden, willst du jetzt dieser Person schreiben oder nicht. Und wenn du dieser Person nicht schreibst, ist es ja scheißegal. Ich glaube, es ist ja für die andere Person weniger schlimm, so einen Korb zu bekommen, wenn sie jetzt einfach nie eine Nachricht bekommt, als so live zu hören bekommen, nee, sorry, so blöd gesagt. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr gute Alternative. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, der Typ heute hätte es ja nicht können, weil der hat ja sehr schnell müssen handeln, oder? Also der hat jetzt nicht die Zeit gehabt, um dann einen Zettel zu machen. Ja, genau, darum voll. Das ist das, was wir uns heute so ein bisschen überlegt haben. Und ich bin jetzt mega gespannt, was ihr so findet. Vielleicht findet ihr es ja genau nice. Also ich finde es nice, wenn man jemanden ansprechen kann eigentlich auf der Straße. Auch wenn ich mehr eigentlich überfordert bin und ich bin, ja, weiß nicht, ja. Aber ich finde es eigentlich hure geil, wenn das jemand kann. Und voll. Darum macht das. Also wenn ihr mal jemanden sieht, der euch gefällt. Aber macht vor allem den Move mit dem Zettel. Ich finde das so geil. Ich finde das so nice. Ich kann irgendwie, also über den John ist heimgekommen mit dem Zettel und ich habe es irgendwie so, ich habe es so nice gefunden. Ich bin so seine Freundin, aber ich habe es gleich so, ich dachte, oh Gott, so ein geiler Move. Weil so, weißt du, es ist ja klar, dass er jetzt ihr nicht schreibt, aber es ist auch nicht cringe irgendwie. Es hat keine cringe Situation gegeben, sondern es ist einfach so voll easy und irgendwie einfach so herzig auch. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich es mega cute gefunden auch, die Art von Anmache. Ich weiß gar nicht. Ja, irgendwie voll random jetzt das Thema, aber ich habe es einfach spannend gefunden, heute mit dir über das zu sagen. Und ich habe mir schon überlegt, über was ich will reden in meinem Podcast. Ich habe gewusst, ich werde schon voll labern mit meinen Stress-Problems. Aber es hat noch einen restlichen Teil von der Podcast-Folge gebraucht. Und ich glaube, das war der passende Teil gewesen. Ja, ich sollte jetzt auch schon langsam wieder schlafen. Darum, ich weiß gar nicht, wie lange die Podcast-Folge war. Ich hoffe jetzt nicht mega, mega kurz. Aber besser als nichts. Nein, eben. Am 17. Januar da kommen jetzt 2 Stunden Podcast, dann wieder Zeit. Spaß. Nein, da kommt einfach allgemein wieder ein bisschen. Ich hoffe, ich will es eigentlich nicht zu viel versprechen. Aber dann bin ich einfach wieder ein lebendiger Mensch. Okay, dann bin ich kein Leiche mehr, der absolut den ganzen Tag in der Bibliothek chillt und muss irgendwelche Scheiße machen. Ich weiß nicht, wie fest ich mich auf den Moment freue. Falls ihr auch gerade in der Lernphase sind, Prüfungsphase oder auch allgemein gerade irgendeinen Stress habt, es wird wieder vorbeigehen, okay? Ich fühle mit euch und es kommt eine Phase, wo wieder weniger Stress ist. Auf die können wir uns alle freuen. Und geil. Ja, an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!